Shalom Aleichem. Der Poet und Prosaiker Leib Kvitko ist geboren geworden in dem ukrainischen Städtel Choloskov in 1890. Lieder hat umgeben schreiben in Alter von 12 Jahren. Gekommen ist es, hat Kvitko später erzählt, nicht von kein Schul, nicht von kein Cheder, nicht von kein private Stunden, nur von der Luft, wo es gewesen aufgerudert, gewesen voll mit Säudes, Ariges, Beules und schrecklich interessante Passierungen. In 1918, gleich nur der Hasane mit der Numaner Mädel Betty, ist mit ihr gekommen in Kiew, sich ernährt zu den Kiewer jüdischen Schreiber, besonders zu David Hofstein und David Bergelson. Gearbeitet wie ein Packenträger in Kulturliga und später wie ein Pädagog in einem Kiewer jüdischen Kinderhaus und gedruckt Lieder, eine Sache für Kinder. Damals bekommt ein Schem von einem großen Kinderdichter, welcher es trägt dem dosigen Beruf bis zum Sof von dem Leben. In 1921 verlässt Russland, wohnt eine kleine Zeit in Kovne und kommt in Deutschland, ordnet sich an auf Arbeit in Hamburger Port. Zu jener Zeit erscheint in einem Berliner Verlag sein Buch Greengross, wo der größte Teil Lieder ist schon früher gedruckt. Die materielle Lage seiner ist aber sehr schwer. Die sowjetische Handelsvorsteherschaft in Berlin hilft ihm herausgeben 2 Sammlungen, ukrainische Volksmeises und weißrussische Volksmeises. Und in 1923 erscheint in Berlin seine Sammlung Pogromlieder 1919. In 1925 kehrt sich ihm mit der Mischpuche in Kiew, aber Gorengiechen fährt rüber in Kharkiv, wo es hat damals gekocht ein jüdisch kulturell Leben. Dort verbleibt schon bis zum Jahr 1936. Der Kharkiver Period ist der Same ungesättigter mit Schaffen. Druckt Lieder und Erzählungen, und seine Lieder sind sehr verspreit zwischen der Jugend. Noch mehr populär ist wie ein Kinderdichter. Bloß in 1928 gehen heraus in verschiedenen Verlagen 17 seine Bücher von jüngsten Lehne. In 1929 erscheint in Kharkiv seine Sammlung Gerangel mit der Zickel Chargen, wo hat scharf kritikiert gewisse literarische Gdoilem und proletarische Schreiber mit Moshe Litwakov berosch. Und da hebt sich eine ganze Kampagne gegen ihn, wo sie daran in der Geschichte von der jüdischen Literatur internommen Meise Kvitko. Kvitkos Lieder werden bezeichnet wie ein Kampf gegen die Parteiumführung in der Kultur. Der Schreiber wird beseitigt von der Redaktion Reute Welt und geht arbeiten in einer Fabrik. Und doch werden seine Kinderlieder übergesetzt auf sämtliche Sprachen in Rattenverband und verspreit in Millionen Kopies. Sof kal sof wird anerkannt und belohnt von der Meluche. Bei der Melchume nimmt aktiven Anteil in der Arbeit von dem jüdischen antifaschistischen Komitee und in der Zeitung Einigkeit. Es erscheinen seine Liedersammlungen mit antifaschistischen Liedern. Nach der Melchume ist Kvitko auch beschäftigt mit gesellschaftlichen schreiberischen Unionen. Aber am 15. Januar 1949 wird arrestiert
und dem 12. August 1952 erschossen nach ein Urteil von ersten sowjetischen militärischen Gericht Leute Parsche von dem jüdischen antifaschistischen Komitee.